Luxemburgs Rap-Blog hier mit Academic. Wie geht's dir? Mir geht's super. Es ist Sommer, es ist fast September. Ich war vor einer Woche in Brandenburg, in Potsdam, habe vor 3500 Leuten gerappt. Bin jetzt wieder daheim, bin im Moment ein bisschen am Produzieren und so. Und es ist Freitagnachmittag und ich habe viel Zeit und Lust für ein Interview mit Luxemburg Rap-Blog. Du sagst, du hast viel produziert. Ja. Du bist ja gerade aus der einen Produktionsphase raus gewesen. Du hast jetzt das Album rausgebracht. Ja. Wie heißt das Album? Genau, ich habe ein, nicht Album, sondern Street-Tape rausgebracht. Das heißt Doppelleben. Übrigens, ja, habe ich auch dabei. Hier, Doppelleben, ja. Gibt es hier in Trier im... wie heißt der Laden? Scheiße, ich komme noch drauf, ich sag's euch später. Und bei iTunes, Amazon und so. Ja, Doppelleben ist eigentlich, schildert die Mischung zwischen meinem Alltag als Student. Okay. Ich habe Politik studiert und einer Welt, die für Studenten jetzt nicht unbedingt quasi zugänglich oder normal ist. Also ich habe Freunde, die in gewissen Milieus unterwegs sind, die mit Bildungsmilieu wenig zu tun haben. Andererseits habe ich Freunde, die Banker sind. Ich habe Freunde, die auf einem guten Weg zu Professoren sind. Ich habe auch Freunde, die schon 3 Doktortitel haben. Und das ist im Alltag natürlich ein ziemlicher Clash, wenn man tagsüber sich quasi mit Politik und Theorien und Außenminister und solchen Problemen beschäftigt und nachts mit entweder im Studio ist und seine Musik macht oder halt mit Leuten unterwegs ist, die woanders unterwegs sind. Das heißt, dein Street-Tape ist eher so Storytelling-Rap oder wie würdest du das selbst jetzt beschreiben? Street-Tape ist Inhaltsangabe meines Alltags im Moment. Also ich bin jetzt zwar im Studium fertig, aber der Alltag ist noch so ähnlich. Ich habe einen Bachelor jetzt. Aber der Alltag sieht noch so ähnlich aus, einfach Inhaltsangabe meines Alltags. Also es ist nicht Storytelling in dem Sinne, sondern ich würde eher sagen... biografisch. Biografisch, nicht alles, was ich sage, habe ich unbedingt selber erlebt, aber ich sage mal eine Bestandsaufnahme auch meines Umfeldes. Du heißt Academic, woher bist du auf den Namen gekommen? Ja, das ist eine sehr lustige Story. Ich habe mit CF, der kommt aus Trier, das ist so ein Army-Rapper, habe ich auf seiner Couch gesessen und wir haben uns dann überlegt, ja, du musst irgendwann mal einen wirklich anständigen Namen zulegen. Dann hat er mich gefragt, okay, let's make a list, what are you? Und, das erste, was ich gesagt habe, war ja Academic. Dann hat er gesagt, yeah, that's your name. Nein. Und dann haben wir rumüberlegt und so, aber im Endeffekt, ich bin davon nicht mehr runtergekommen, das trifft es einfach. Ich bin Academic in dem Sinne, dass, also ich mache keinen Crow-Rap, um es ganz ehrlich zu sagen, ich mache keinen Studenten-Rap in dem Sinne jetzt, aber ich bin Academic in dem Sinne, dass ich, egal wie sehr ich pöble und egal wie viele Four-Letter-Words, wie man so schön sagt, ich irgendwo unterbringe, ich das immer mit Kopf mache. Also du wirst keinen Text finden, wo nicht bei mir irgendeine Spitzfindigkeit, irgendwas Lustiges, irgendwas Intelligentes, irgendwas Gesellschaftskritisches, irgendwie sowas drin ist. Ja. Egal, auch wenn es Punchline nach Punchline ist, immer sowas drin. Okay. Wo hast du jetzt, das Album hast du ja bei Lonien aufgenommen. Ja. War er auch für die Beats verantwortlich oder wer ist für die Beats verantwortlich und wie ist das Mastering, wer hat das gemacht? Genau, also Beats mache ich alle selber. Okay. Bis auf Doppelleben habe ich alles selber gemacht an Beats. In zukünftigen Projekten wird es vielleicht kleine Ausnahmen geben, dass da noch mal jemand dabei ist, aber Doppelleben habe ich alles selber gemacht. Ja, Lonien ist meine Homebase. Das ist das beste Studio in Trier, was man finden kann. Das ist das zuverlässigste Studio in Trier, was man finden kann. Wenn ich Lonien anrufe und ihm sage, ich brauche bis morgen den und den Mix und das, den und den Master, dann kann ich mich zu 1000% darauf verlassen, dass ich das habe. Ja, gemixt, gemastert, aufgenommen hat Lonien, aufgenommen hat auch Minerva, seine Freundin, die ja auch Musik macht, so Richtung Reggae und Pop und Soul, glaube ich, auch so ein bisschen, sehr coole Sachen. Ja, also Mix, Master, Lonien, Beats produziere ich alle selber. Hast du jetzt mal, was kannst du von deinen zukünftigen Projekten noch so erzählen? Oh, da kommt aber jetzt viel. Also sagen wir mal so, du hast jetzt gesagt, du würdest aufnehmen. Wärst jetzt aus Brandenburg zurück, hast aufgenommen. Für was hast du aufgenommen? Nee, ich bin aufgetreten, ich habe nicht aufgenommen. Ah nee, ich dachte, du hattest jetzt im Studio heute. Nee, ja stimmt, ich war gestern Nacht im Studio, da haben wir aber am Projekt für Lonien gemischt. Ah, okay. Da sage ich aber nicht so viel zu, was das ist. Also wenn man das wissen will, was das ist, dann guckt man auf seine Facebook-Seite, dann sieht man das. Ja, also jetzt im Moment ist
Das nächste Projekt wird sein Mitte September, also das nächste Projekt, wo ich involviert bin, wird sein Mitte September erscheint das Video zu Dieser Moment von Crisis. Ja. Crisis ist ein 17-jähriger Rapper aus Trier, den ich sehr fördere, und ich habe fast das komplette Street-Tape, Mixtape, Krisentape von ihm produziert, was danach kommen wird. Also das ist jetzt so mal das erste Projekt, das Crisis-Video Mitte September, da bin ich auch gefeatured drauf. Ansonsten werden wir dann halt sein Tape ein bisschen promoten. Von mir werden dieses Jahr auf jeden Fall auch noch was kommen. Es wird was for free sein. Es wird wahrscheinlich was mit jemandem zusammen sein. Wie genau kann ich noch nicht sagen, ob es jetzt ein EP wird oder einfach 3, 4 Free Tracks. Aber Ende des Jahres wird auf jeden Fall noch was kommen. Ja, und für nächstes Jahr bin ich ausgeplant. Also ich kann hundertprozentig sagen, dass nächstes Jahr ein Album kommt. Okay. Ich bin da schon am Machen. Ich fahre irgendwann im September fahre ich nach München zum alten Freund von mir, 2 Videos drehen. Da bin ich schon fleißig dran. Ich habe eine EP vor, eine Konzept-EP, die sehr, also die Idee ist so einfach, glaube ich, dass keiner drauf kommt. Also wenn man es sehen wird, wie viele Songs und was, werden sich, glaube ich, viele Leute kaputt lachen. Konzept-EP habe ich vor, das sind so die beiden Projekte für nächstes Jahr, vielleicht noch was Drittes. Ja, das ist so im Moment der Masterplan. Wie gesagt, im Moment Brandenburg-Song. Und ansonsten dann als nächstes Projekt Crisis. Du sagtest, du würdest jetzt mit jemandem was zusammen machen. Das führt mich jetzt wieder zurück auf deine Doppelleben. Ja. Street Tape. Sind da Features drauf und ja, mit wem? Auf dem Doppelleben Street Tape? Ja. Ja, auf dem Doppelleben Street Tape sind 2 Features drauf. Es hätten noch 3 oder 4 werden können, aber ich habe mich entschlossen, das sehr zu reduzieren. Auf diesem einen Tape, auf dem Album wären es mehr. Es ist drauf die Gru. Das ist eine Sängerin, die was ganz anderes macht, die eigentlich so Richtung Akustik, Gitarre, sowas singt. Die hat mit mir studiert und ich bin ja in jedem Seminar, bin ich dir auf den Keks gegangen und habe gesagt, Mensch, komm doch mal ins Studio und sing mir doch mal was und so. Und irgendwann habe ich die dann wirklich breitgeschlagen gekriegt, dass sie bei mir saß, und dann haben wir die Hook geschrieben. Ja, Time Will Show, das ist der Track, wo alle Features drauf sind. Lonian ist drauf, okay. Das war mir ganz wichtig. Für mich die absolute Speerspitze von Trierer Rap, also ist ja derjenige, der es am weiten gebracht hat. Ja. Wer das bestreitet, nicht meine Tassen im Schrank. Und CF ist natürlich drauf, der beste Ami-Rapper Deutschlands. Okay. Ja. Von dem habe ich leider noch nichts gehört. CF hast du noch nichts gehört? Nee, du weißt ja, ich bewege mich ja eher im luxemburgischen Milieu. Ja, aber CF ist der, glaube ich, der beste Ami-Rapper in Deutschland und vor allem der schnellste Schreiber. Also ich sage, mach mal bis morgen 16er, ist der 16er fertig. CF wird auch was kommen. Okay, du sagtest jetzt auch mit den ganzen Features und so. Was wären so Traumfeatures von dir? So richtig krasse Sachen, wo du sagtest, mit dem würde ich jetzt mal was aufnehmen, also mit dem möchte ich jetzt mal was aufnehmen. Meinst du es realistisch oder unrealistisch? Kann auch ruhig unrealistisch sein. Sagen wir mal so, nenn mir einen, der realistisch ist, wo du jetzt die Möglichkeit hattest, was aufzunehmen, und einen, wo du sagtest, hey, das ist ein Wunschfeature, mit dem würde ich gerne was aufnehmen, aber das ist so unwahrscheinlich momentan, dass es nicht möglich ist. Okay. Ich nenne dir 2, die über 10 Ecken im machbaren Rahmen wären, wobei einer der beiden komplizierter wäre. Also ich würde sehr, 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 sehr gerne was mit Zilla machen. Ja. Hätte ich richtig Bock drauf. Das ist der realistischere. Ja? Ja. Ich würde auch gerne was mit Sido machen. Ja. Da wird es schon unrealistischer. So, und das absolute Übertraumfeature, was komplett unrealistisch ist, kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Amerika. Tupac. Na. Nee? Nein. Nee. Kein Tupac. Nee, weil das ist nämlich meistens, weil die Frage stellt sich meistens so, ja, mit Tupac. Ja, Tupac, ja, jeder will, ich weiß nicht so, das sind halt so die Leute irgendwie, die, wenn ich mich jetzt mal kritisch äußern darf, bevor ich meinen Traumfeature nenne, es gibt da auch viele Leute, die dann halt sagen, Tupac ist halt so eine Legende, und die haben dann irgendwie California Love gehört und das war's. Also wenn man über Tupac redet, sollte man sich da auch ein bisschen mehr mit beschäftigt haben. Die Kamerafrau lacht, finde ich gut. Ihr kennt das, ne? Nein, also das absolute Traumfeature in Amerika wäre für mich ein Busta Rhymes. Einfach. Okay. Ja, so ein Busta Rhymes als Double-Time-Track. Ja. Gucken, wer schneller ist. Macht ihr so Battle auf dem Track? Ja, wär lustig. Ja, dann bedanke ich mich fürs Interview. Habe ich noch abschließende Worte? Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Ich wollte nämlich gerade sagen, so, das war's mit dem Interview.
Und jetzt die letzten Worte gehören dir. Okay, sehr gut. Also, mir ist übrigens wieder eingefallen, wo es das gibt. Es tut mir furchtbar leid, Freunde, aus dem Tante Guerilla in Trier. Tut mir echt sorry, aber ich war bis heute Morgen um 5 im Studio und bin noch ein bisschen verschlafen. Also, Doppelleben gibt es für 5 Euro, glaube ich, oder 6 Euro. 6 Euro im Tante Guerilla in Trier zu erwerben. Da liegen ein paar CDs, das ist so die CD, ja, also ganz einfach gemacht. Weil wir wissen ja alle, wie der CD-Markt aussieht. Aber der Vorteil an dieser Version ist, es sind 3 Bonustracks drauf, die so über die letzten Jahre entstanden sind. Es sind also nicht 9 Tracks, sondern 12. Ansonsten, ganz wichtig ist, gibt es Doppelleben auf iTunes, Spotify, Google Play, Amazon. Also irgendwas davon werdet ihr haben. Links findet ihr unten in der Beschreibung. Genau, sehr schön, wunderbar, danke dir. Ja, ich würde mich freuen, wenn es ein paar Leute gibt, die sich dafür begeistern können, sich Doppelleben zu kaufen. Ihr könnt euch auch die Videos angucken zu Time Will Show und Doppelleben. Ich habe ein paar lustige Videoblogs gemacht auf YouTube, wenn ihr erstmal schauen wollt, was der Academic denn so macht. Ja, und ansonsten haltet die Augen offen nach dem Krisentape von Crisis. Wie gesagt, Großteil von mir produziert, erste Single, bin ich dabei. Und haltet die Augen offen nach allem, was von CF kommt in Trier und nach auch allem, was von mir kommt. Und nächstes Jahr im Sommer kommt ein Album. Okay, Dankeschön. Danke.